Dann ist der Herzschalper gekommen. Das Fräulein Binkeli hatte eine schöne neue Schossacke, rot mit gelben Töpfchen und hinten mit einer grossen Masche zusammengebunden. Auf einmal ist ihm Dani etwas in den Sinn gekommen. Er hat den reingeschossenen Zipfel vom Fräulein Binkeli ins Maul genommen und wie ein Verrückter angefangen dran zu züchen. «Aber Dani!» ruft Fräulein Binkeli. «Du bist jetzt auch ein Wüste! Nein, auch! Lass mich sofort los! Hast du gehört, meine neue Schoss? Du sollst mich sofort loslassen! Mai! Aber der Dani hatte keine Angst vor dem Fräulein Binkeli und hat grad noch mehr gezogen. Sie hat auch gezogen und der Dani hat gezogen und Fräulein Binkeli hat gezogen und zuletzt ist die Schoss verrissen und Fräulein Binkeli ist auf den Rücken getrollt. Du hätt aber der Dani müssen lachen, dass er fast verspritzt ist. Fräulein Binkeli war aber jetzt richtig taub. Nein, jetzt schau mal, was du gemacht hast. Meine schöne neue Schoss verreissen. Was ist auch heute in die gefahren? So etwas, nein, aber auch. Jetzt fressest du sofort ins Mittag. Sonst kannst du etwas erleben, Mai. Kommst du nicht über, aber zünftig. Dani! Hey! Dani! Dani! Der Dani aber hätte es nicht verputzen, wie man mit ihm geschumpfen hat. Und darum ist er ab zur Stalltür raus und wie ein übermütiger Geissbock im Garten galoppiert.